Wir haben im Frühling 2020 haben wir als Familie in eine grössere Wohnung ziehen. Und es hat etwas gegeben in unserer Wohnung, wo wir gewusst haben, das wird nicht mehr in die neue Wohnung mitkommen. Das war unser IKEA-Pax-Schrank. So ein IKEA-Pax-Schrank, vielleicht kennt ihr das, die überleben nur eine gewisse Anzahl von Wohnungswechseln. Und wir haben gewusst, ein weiterer würde er nicht mehr schaffen. Darum haben wir den entsorgt und dann haben wir uns online so einen neuen, schönen Packschrank bestellt, sogar so einen Eckschrank. Und wir haben gefunden, das Mal, wie wir jetzt doch schon ein kleines Kind haben, tun wir uns das leisten, dass die IKEA-Leute den bringen und gerade auch aufbauen würden. Leider ist im Frühling 2020 der Lockdown gekommen und der Service von der Montage, der ist eingestellt worden. Und so sind wir da gesessen in unserer Wohnung mit vielen grossen Kisten, vollen Schrank und etwa 150 Seiten Arbeitsanleitung, wie man den zusammensetzen kann. Und so haben wir uns das wirklich nicht vorgestellt. Mein Mann Nico, er hat viele Stärken, aber Möbel zusammenbauen ist nicht eine von denen. Und so habe ich meiner Schwester angerufen, ob sie kommen und uns helfen, den Packschrank zusammenzuschrauben. Und dann ist sie gekommen, wir haben einen ganzen Samstag lang den Schrank zusammengeschraubt. Und ich weiss nicht, wer von euch hat auch schon mal einen Pack selber zusammengeschraubt? Ihr seid Helden. Das ist wirklich nicht ohne. Aber das A und O, wenn man so etwas macht, ist eigentlich, dass man dieser Arbeitsanleitung oder dieser Montageanleitung einfach Schritt für Schritt folgt. Vom Punkt 1 zum Punkt 450. Dass man einfach genau das macht, was dort steht und nichts vergisst und einfach alle Details beachtet. Wenn man das nämlich nicht macht, dann kann das in grossem Mehraufwand enden. Das ist uns auch passiert. Und wenn man es aber macht, dann hat man ziemlich grossen Erfolg oder grosse Chancen auf Erfolg. Die leitet einem nämlich sehr gut durch, die Arbeitsanweisung von der ersten bis zur letzten Schraube. Warum erzähle ich euch das? Wäret ihr nicht manchmal auch froh, wir hätten so eine Arbeitsanleitung für unser Leben? Für wie wir umgehen mit Herausforderungen oder Schwierigkeiten? Wie wir eine gesunde Work-Life-Balance haben können, wie wir eine gute Freundschaft, eine gute Ehe führen können, wie wir vielleicht unsere Prioritäten im Leben richtig setzen können. Und die gute Nachricht ist, es gibt so etwas. Es gibt ein Buch, das seit Jahrtausenden Menschen drinnen führt und leitet und ermutigt, ein Leben zu führen in einem friedlichen Miteinander, ein Leben, das gesund ist, und wo auch Mut macht in schwierigen Situationen und auch wenn die Umwelt vielleicht nicht so friedlich und schön daherkommt, wie wir sie uns wünschen würden, irgendwo dran zu bleiben und etwas Gesundes zu leben. Und das ist das beste Buch der Welt, das ist die Bibel. Und ich möchte mit euch heute anschauen, warum die Bibel so wichtig ist und warum wir sie können und sollen besser kennenlernen. Und für das werden wir zuerst so ein bisschen die grosse Geschichte, die in der Bibel erzählt wird, miteinander anschauen. Dann werden wir anschauen, warum sie relevant ist für dies und mein Leben. Dann werden wir anschauen, was wir gewinnen, wenn wir sie lesen. Und zum Schluss möchte ich euch dann ein paar Tipps mitgeben, wie ihr sie lesen könnt und wie ihr die Bibel noch besser kennenlernen könnt. Vielen Menschen ist es nicht bewusst, dass über die 66 Bücher, die die Bibel umfasst, die über Tausende von Jahren geschrieben worden sind, dass es sich ein roter Faden spannt. Eine grosse Geschichte, wo alle die Bücher erzählen, die die ganze Bibel erzählt. Und ich möchte mit euch heute die Geschichte anschauen und für das steigen wir ein mit einem Clip, der uns gerade so reinnimmt in diese Geschichte hinein. Clip ab. Die Bibel ist ein wichtiges Buch, aber sie ist echt lang. Ja, es ist eine Sammlung von vielen Büchern, die über einen langen Zeitraum hinweg geschrieben wurden. Aber alle zusammen erzählen eine einheitliche Geschichte. Was ist also die Geschichte der Bibel? Nun, sie beginnt damit, dass sie uns einem wunderschönen Geist vorstellt, dem Schöpfer aller Realität, einem Wesen namens Gott. Und er hat die Macht, das dunkle Chaos der noch nicht geschaffenen Welt wegzunehmen und Ordnung, Schönheit und einen Garten voller Leben zu erschaffen. Und um diesen Erfolg zu krönen, ernennt Gott diese Geschöpfe, die sogenannten Menschen.
oder auf Hebräisch Adam. Und sie sind als Gottes Ebenbild geschaffen. Das bedeutet, sie haben den Auftrag, diese schöne Welt im Namen Gottes zu regieren, indem sie all ihre Möglichkeiten nutzen und noch mehr Schönheit und Ordnung schaffen. Dies ist eine Geschichte über Menschen, die ihre Macht nutzen, um sinnvolle lebensspendende Arbeit zu leisten. Aber die Frage ist, wie? Ja, die Menschheit steht jetzt vor einer Entscheidung, die durch einen Obstbaum repräsentiert wird. Die Menschen könnten sich mit Gott zusammenschließen und finden Freiheit, indem sie auf sein Wissen über Gut und Böse vertrauen. Oder Sie könnten die Macht ergreifen und Gut und Böse selbst definieren. Aber Gott warnt sie, dass sie das umbringen wird. und sie hören die Stimme einer dunklen, geheimnisvollen Kreatur, die ihnen sagt, die Wahl ist leicht. Nehmt die Frucht, sie wird euch Macht und Freiheit geben, die Welt nach euren eigenen Regeln zu regieren. Als Folge davon werden sie misstrauisch und selbstschützend. Es führt zu zerbrochenen Beziehungen, gewalttätigen Machtergreifungen und letztlich zu einer ganzen Zivilisation, Babylon, die das Böse neu als das Gute definiert hat. Und so zerstreut Gott dieses korrumpierte menschliche Projekt. Und hier nimmt die Geschichte der Bibel eine wichtige Wendung. Wir zoomen rein in die Geschichte eines Mannes und einer Frau, die aus Babylon kommen. Abraham und Sarah. Ja, Gott verspricht, dass von ihnen ein neues Volk kommen wird. Eine Nation, die eine weitere Chance hat, die richtige Wahl zu treffen. Und wenn sie Erfolg haben, wird dies der übrigen Menschheit diesen neuen Weg nach vorn eröffnen. Und deshalb handelt die restliche Geschichte der Bibel von dieser Familie. Die Familie, die ist nachher, aus dieser Familie wächst das Volk Israel, wo sich eigentlich dann der Großteil vom Alten Testament drum drüllt in der Bibel. Die Familie, sie sind eben von Gott auserwählt worden, um nochmal die Chance zu haben, sich zu entscheiden zwischen dem Leben im Vertrauen auf Gott und auf dem, was er als gut und böse definiert, oder an einem Leben, wo sie nach ihren eigenen Vorstellungen und Maßstäben leben würden. Und Gott hat sie in dem Sinn auserwählt, dass wenn es ihnen gelingen würde, nach seinem Willen zu leben, dass sie für die ganze Welt einen neuen Weg eröffnen, für die ganze Menschheit und als Vorbild vorangehen. Aber leider geht die Geschichte nicht gut und auch diese Familie erliegt der Versuchung, ihr Leben und ihr Miteinander nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Und unabhängig von Gott zu entscheiden, sogar ihre weisesten Könige und Priester und Richter haben es nicht geschafft, sich nach Gottes Maßstab irgendwo auszurichten. Gott hat versucht, ihnen zu helfen. Er hat sogar mitten unter dem Volk gelebt, in einem Zelt, der sogenannten Stiftshütte. Er hat sich so nahbar und so sichtbar wie möglich gemacht, um ihnen zu helfen, den Weg mit ihm zusammen zu gehen. Aber sie haben es nicht geschafft. Die Propheten haben sie gewarnt, hey, wenn ihr so weitermacht, wenn ihr so nach eurem eigenen Maßstab weiterlebt, dann werdet ihr in Gefangenschaft geraten. Und das ist dann auch passiert, weil das Volk hat nicht nach so gelebt, wie es Gott hat wollen. Die Propheten, die haben aber auch gesagt, hey, es wird noch mal einer kommen. Und er wird die ganze Geschichte noch mal von Neuem aufmachen. Er wird kommen im Namen von Gott. Er ist der Messias oder ein Retter. Und er wird für die Menschheit Geschichte noch mal neu schreiben. Er wird noch mal neu die Möglichkeit geben, sich zwischen dem Weg mit Gott und dem eigenen Weg zu entscheiden und die Entscheidung noch mal neu möglich machen. Und dann geht die Geschichte weiter und es taucht ein Mann auf namens Jesus von Nazareth. Und der Jesus von Nazareth, der hat eine spezielle Botschaft, weil er sagt, wahre Macht besitzt nicht der regiert und der König ist, sondern der anderen dient. Seine Botschaft war revolutionär und er hat nicht nur eine krasse Botschaft gehabt, sondern er hat auch viele Wunder und Zeichen gemacht. Und es wird so, über die Geschichte wird klar, dass der Jesus, der Sohn Gottes ist, der im Namen von Gott auf die Welt gekommen ist, um nochmal eben die Möglichkeit zu schaffen zu einer Entscheidung. Jesus ist Gott selber, der sich nochmal so nahbar und so sichtbar wie möglich macht für die Menschen. Und Jesus hat nachher alle Schuld der Menschheit für das, dass sie eben ihren eigenen Weg gehen wollten und in die Ignoranz von Gott gelebt haben, auf sich genommen. Und ist gestorben an unserer Stelle, an der Stelle der Menschen am Kreuz und hat so die Schuld gezahlt.
Er ist aber nicht tot geblieben, sondern seine aufopfernde Liebe war stärker wie der Tod. Und er ist wieder auferstanden und lebt an der Rechten vom Vater im Himmel. Und im letzten Buch der Bibel wird dann gesagt, dass der Jesus irgendwann wieder auf die Erde kommt und alles Böse ausrottet, alles Unrecht wieder gut macht und Himmel und Erde wieder eins wird. Aber es wird auch gesagt, dann ist es zu spät, um noch die Entscheidung für Gott zu treffen. Und ich glaube, wenn wir also die Geschichte anschauen, dann merken wir, auch wir stehen vor einer Entscheidung. Entweder wir entscheiden uns für ein Leben mit Gott, im Vertrauen auf ihn, im Vertrauen, dass da ein Gott ist, der uns liebt und der uns kennt und der uns möchte das beste Leben geben, das wir haben könnten. Oder auf ein Leben nach unseren eigenen Vorstellungen, nach unserer eigenen Definition von Gut und Böse und was wir richtig empfinden und was nicht. Und schlussendlich läuft es auf das raus, dass es eine Vertrauensfrage ist. Mein Sohn Louis, er ist jetzt 3 und ich erzähle euch das so ein bisschen als Beispiel oder als Veranschaulichung. Wir lieben ihn so, so fest. Und etwas, was er auch gerne macht, ist bei uns im Auto spielen. Er klettert er sitzt vor Steuerrad und tut so, wie wenn er fahren würde. Er tut alles umstellen und immer wieder mal funktioniert etwas nicht. Dann weiss man, er hat irgendeinen Knopf gedrückt, den er nicht hätte sollen. Und das darf er machen. Er darf in unserem Auto spielen, aber nicht, wenn wir fahren. Wenn wir fahren, dann muss er in sein Kindersitzchen sitzen, dann tun wir ihn anschnallen, dass er sicher ist. Jetzt, der Louis versteht in seinem 3-jährigen Kopf noch nicht die Realität von einem Autounfall oder von den Folgen von dem. Aber weil er weiss, dass wir seine Eltern ihn lieben und weil er uns vertraut, lässt er sich anschnallen, weil er weiss, dass wir das Beste für ihn wollen. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es mit uns und Gott. Wenn wir verstehen, dass Gott uns liebt, wenn wir ihm vertrauen, dass er das Beste möchte für uns, dass er das beste Leben für uns parat hat, dann entscheiden wir uns, den Weg mit ihm zu gehen und uns nach seiner Definition von Gut und Schlecht auszurichten und unser Leben an dem zu orientieren. Und so laufen wir schlussendlich in dem, wie uns unser Schöpfer geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen. Der Schöpfer weiss, was Betriebsanleitung ist für etwas. Und so weiss Gott, wie wir unser Leben können, am besten leben, zum vollsten geniessen und leben. Und darum läuft es darauf aus, ob wir ihm vertrauen, ob wir uns auf die vertrauensvolle Beziehung zu Gott einlassen. Auf das Leben, wo wir sagen, okay, ich glaube, du hast es richtig für mich und ich möchte so leben, wie es dir gefällt, nach deinem Willen. Nicht nach meinen eigenen Bedürfnissen, weil wir glauben und vertrauen, dass es Gott noch besser weiss, wie wir selber. Und die Frage, wo schlussendlich die ganze Bibel darauf anläuft, ist, für was hast du dich entschieden? Oder für was entscheidest du dich? Entscheidest du dich für den Weg nach deinen eigenen Vorstellungen und Maßstäben? Oder entscheidest du dich für eine Beziehung zu einem liebenden Gott im Vertrauen auf das, dass er es gut meint mit dir und dass seine Vorstellung von gut und schlecht für dein Leben passt? Und je nachdem, wie unsere Entscheidung ausfällt, gewinnt die Bibel sehr, sehr viel an Relevanz für unser Leben. In der Bibel lesen wir nämlich davon, was gut und böse ist in Gottes Dimensionen oder in Gottes Vorstellungen. Wir lesen, was ihm gefällt und was sein Willen ist. Wir lesen aber auch von Menschen und von ihren Geschichten und wir erkennen, was wir lernen daraus. Wir können aus ihren Erfolgen lernen, aber auch aus ihren Fehlern. Und ich bin so froh, dass die Bibel nicht voll ist mit Geschichten von Superhelden, die alles richtig machen, sondern dass es Menschen sind wie du und ich, die Ecken und Kanten haben, die Fehler machen, die auch mal versagen oder Mist bauen und trotzdem hat Gott sie brauchen können. Trotzdem steht die Geschichte in einem Buch, das die Menschheit über Jahrtausende hinweg geprägt hat. Wir lesen in der Bibel auch von Jesus selber. Und wo besser abschauen als bei Jesus, wo der Sohn von Gott war, wo Gott selber war. Von ihm können wir am meisten lernen darüber, was Gott gefällt und wie Gott ist. Und wir lesen auch von den ersten Kirchen und was dort die Herausforderungen waren. Und auch das kann uns mega helfen in unserem Leben.
Jemand, der die Bedeutung der Bibel schon ganz früh gecheckt hat und begeistert und voller Liebe die Bibel gelesen hat, ist der Autor vom Psalm 119. Das ist ganz ein langer Psalm, wo er einfach Vers für Vers schwärmt darüber, wie toll das Bibel ist. Und ich möchte gerne ein paar Verse aus dem Psalm 119 mit euch lesen. Wir lesen die Verse 96 bis 105 und ihr könnt gerne auch da auf der Folie mitlesen. Ich habe gesehen, dass alles noch so Vollkommene ein Ende hat. Deine Gebote aber gelten unbeschränkt. Wie lieb habe ich doch dein Gesetz. Den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, als gewordene Menschen. Denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Von jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, um dein Wort zu befolgen. Von deinen Rechtsbestimmungen weiche ich nicht ab, denn du selbst hast mich darin unterwiesen. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden, ja, sie sind süßer noch als Honig. Aus deinen Ordnungen gewinne ich Einsicht, darum hasse ich jeden Weg der Lüge und der Falschheit. Dein Wort leuchtet mir, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Und zur Zeit, wo der Psalm geschrieben worden ist, hat es erst die ersten 5 Bücher von Mose gegeben. Also noch nicht die ganze Bibel, so wie wir sie jetzt kennen. Und in diesen 5 Büchern stehen auch ganz viele Gesetze und Gebote, eben damit das Volk irgendwo weiss, was Gott wohlgefällig ist und wie er gut und schlecht definiert. Aber wenn man die ganzen Gesetze in einem Gesetz zusammenfassen oder in einem Satz zusammenfassen, wäre es, wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selber. Und das Gesetz, die Grundaussage, die zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und darum können wir die Verse heute auch auf die ganze Bibel anwenden und nicht nur auf die ersten 5 Bücher von Mose. Was sagt also der Autor da über die Bibel aus? Er sagt als erstes, die Bibel ist unbeschränkt gültig für immer. Er sagt, die Bibel macht mich klug, schlau, sie gibt mir Verständnis, ich checke Sachen. Er sagt, die Bibel ist wie Gaumenfreude, sie ist wohltuend, sie ist ein Genuss zum Lesen. Gerade, er sagt, ihre Verheißungen sind wohltuend oder eine Gaumenfreude. Er sagt da, ich gewinne aus ihrer Einsicht. Ich kann Sachen plötzlich besser verstehen, begreifen oder nachvollziehen. Und er sagt, es ist mir ein Licht auf meinem Weg. Also wenn ihr mich fragt, tönt das nach einer fantastischen Betriebsanleitung für unser Leben. Etwas, das für immer Gültigkeit hat, das uns schlauer macht, wo uns Verständnis gibt und wo uns den Rat gibt, wenn wir absolut im Dunkeln tappen. Das ist die Bibel. Der Psalmist schreibt aber auch, dass er die Bibel liebt. Er sagt, ich liebe es, die Bibel zu lesen, ich liebe es, von dir zu lernen und zu hören und den ganzen Tag darüber nachzudenken. Und ich möchte euch heute fragen, liebt ihr die Bibel? Sind ihr begeistert über das Wort und was es in unserem Leben auswirken kann? Er schreibt auch, dass er den ganzen Tag darüber nachdenkt, dass es immer präsent hat, so wie eine Kuh, die wiederkommt und immer wieder das aufholt und nochmal bewegt. Über was denkst du nach, so den ganzen Tag, wenn du am Autofahren bist, wenn du für dein Mittag anstehst? Ich verbringe als Mami von 2 kleinen Kindern sehr viel Zeit auch in der Küche, am Mittag kochen, am Morgen machen, am Nacht kochen. Und ich habe mich entschieden, dass ich so ein Kalenderli mit Bibelversen über meinem Abwaschtrog anstelle. Und wenn ich dann irgendetwas am Werkeln bin, am Kochen oder am Abwaschen, dann lese ich den Bibelvers und kann mir Gedanken darüber machen. Und es hilft mir, wie ich meine Gedanken auf etwas Positives fokussiere, anstatt mich darüber zu ärgern, dass ich die Maschine nachher noch ausräumen muss oder dass der Küchenboden wieder mega dreckig ist. Es hilft mir, einen positiven Fokus zu haben, wenn ich über gute Sachen, zum Beispiel Verse aus der Bibel, nachdenke.
Der Psalmist hat aber auch verstanden, dass es das Beste ist, wenn er sich an die Gebote und an die Sachen, die in der Bibel stehen, haltet, wenn er ihnen gehorcht. Er sagt, ich halte meinen Fuß zurück vor den bösen Weg, wo ich könnte begehen, weil ich weiß, was du sagst und ich weiß, es ist nicht gut für mich. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du deinen Fuß manchmal zurückhalten musst, um irgendwo nicht reinzugehen. Vielleicht merkst du, du tappst irgendwo rein, obwohl du weißt, die Bibel sagt etwas anderes. Sie kann dich ermutigen, zum dranbleiben. Sie kann dir Kraft geben, um eben den Fuß zurückzuhalten und einen anderen Weg einzuschlagen. Und nicht den Weg, wo die Bibel sagt, dass er nicht gut ist. Der Psalmist hat ziemlich viel verstanden, von wie wichtig das die Bibel ist. Und ich glaube, wir können so viel von ihm lernen. Und wir sollen uns mit dieser Bibel, mit dem Wort Gottes genauso beschäftigen. Darum möchte ich euch jetzt ein paar Tipps einfach noch mitgeben, die euch helfen können, die Bibel zu lesen. Und ich gehe verschiedene so ein bisschen Gruppen durch, wo du vielleicht irgendwo reingehörst. Und wenn dich etwas anspricht, dann nimm doch das auf und du es nächste Woche mal umsetzen. Und die erste Gruppe ist die, wenn die Bibel Neuland für dich ist. Wie kannst du anfangen, die Bibel zu lesen? Ganz wichtig ist als erstes, dass du dir eine Bibel kaufst, die in einer Übersetzung ist, die du verstehst und die du einfach lesen kannst. Zum Beispiel eine neue Genfer Übersetzung, eine neues Leben-Bibel oder eine Hoffnung für alle. Das sind Bibeln, die geschrieben sind in unserer Sprache und die sind einfach zum Lesen. Wenn du so eine brauchst, dann geh doch entweder auf unserem Infodesk vorbei und hol dir eine oder auch in unserem Shop hat es ganz viele Bibeln und man tut dich gerne dort beraten. Etwas weiteres, wenn du dann anfängst zu lesen, fang unbedingt im Neuen Testament an zu lesen. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium. Dort wirst du gerade die Geschichte von Jesus lesen und es wird dir helfen, so viel mehr über Gott zu verstehen und über das, wie er ist und was seine Lehre und seine Meinung ist. Vielleicht gehörst du aber auch in die Gruppe, die sagt, hey, ich möchte tiefer die Bibel verstehen. Ich wünsche mir ein tieferes Verständnis, von was in der Bibel steht. Find zum Beispiel einen Leseplan zu einem Thema, das dich interessiert. Auf der YouVersion Bible App, das ist so eine App, wo man die Bibel lesen kann, gibt es Tausende von Bibelleseplänen zu allen möglichen Themen. Und du kannst so gut dort einen Bibelleseplan auswählen und einfach mal zu einem Thema, das dich interessiert, und das lesen. Du könntest auch die Bibel mit einer Studienbibel lesen oder eine Studienbibel lesen. Dort stehen ganz viele schlaue Kommentare zu der Bibel dazu. Fast zu jedem Vers gibt es irgendeine Detailinformation. Es hat Parallelstellen, wo vielleicht ein anderer Vers irgendwo in der Bibel genau das Gleiche sagt wie der, wo du kannst nachschlagen und ein tieferes Verständnis haben. Es gibt Artikel zu Themen, wo so ein bisschen die gesamtbiblische Perspektiven einnehmen und auch das kann dir helfen, zum Bibel lesen. Oder schau dir die Videos von Bible Project an, bevor du zum Beispiel ein neues Buch in der Bibel anfängst zu lesen. Der Video, das wir am Anfang geschaut haben, der ist auch von Bibelprojekt. Und sie haben zu jedem Buch in der Bibel gibt's ein kleines Zusammenfassungsvideo, das vielleicht 5 Minuten geht, wo drin steht, an wer ist das Buch geschrieben worden, wann ist es geschrieben worden, warum ist es geschrieben worden und was ist der Inhalt. Und das gibt einem so einen guten Überblick über was man da eigentlich liest und warum das geschrieben worden ist und den Zusammenhang auch zu verstehen. Ich kann euch das mega empfehlen. Vielleicht ist aber Lesen einfach auch gar nicht dein Ding. Dann möchte ich dich ermutigen, los durch die Bibel. Auch wieder auf den Bibel-Apps gibt es Möglichkeiten, dich zu hören. Vorher hat mir noch jemand die Bibel zu hören. Vorher hat mir noch jemand erzählt von einem Podcast, wo du einfach jeden Tag kannst ein paar Podcasts lesen, wo Menschen wie du und ich die Bibel vorlesen und du kommst in einem Jahr durch die ganze Bibel durch. So eine coole Möglichkeit. Es gibt auch eine App, die heisst Bible Tunes und dort kannst du einen kleinen Abschnitt von der Bibel hören und dann gibt es noch einen kleinen Gedankenanstoß zu diesem Bibelabschnitt und auch das kann eine andere Art sein, sich mit der Bibel zu befassen, ohne dass du ein Wort lesen musst. Oder schau dir mal die Serie The Chosen. Dort wirst du sehen, wie Jesus gelebt hat, wie seine Jünger gelebt haben, was er da hat. Es ist eine Serie, die näher an der Bibel ist. Und es gibt einem so plötzlich ein Verständnis von, wie das Leben zu dieser Zeit war. Und wenn du die Serie geschaut hast und nachher wieder die Bibel anfängst zu lesen, dann
verstehst du viel mehr oder kannst du dir das einfach viel besser vorstellen, was da eigentlich passiert, was das für Leute sind, wie das Leben ausgesehen hat. Und es kann eine mega Bereicherung sein. Vielleicht wünschst du dir einfach persönlich mehr für dein Leben, wenn du die Bibel liest. Für ein Tagebuch. Wenn ich genug Zeit habe, dann führe ich ein Tagebuch und dann gehe ich nach dem SOAP-Prinzip vor. SOAP wie Seife, einfach auf Englisch. S steht für Scripture, das heisst, ich lese die Bibel. Dann O ist für Observation. Ich beobachte, ich schreibe mir auf, was fällt mir auf an dieser Bibelstelle, die ich gelesen habe, an diesem Kapitel, das ich gelesen habe. A ist für Application, also die Anwendung. Was bedeutet das, was ich gelesen habe, für mein Leben? Und P ist dann für Prayer, wo ich das im Gebet aufnehmen kann, was ich jetzt gelesen habe und verstanden habe. Und es ist so eine coole Möglichkeit, irgendeinen Bibelabschnitt zu nehmen und sich Gedanken darüber zu machen, was sagt das aus und was sagt das auch für mein Leben. Oder such dir ein Andachtsbuch, wo einfach jeden Tag ein kleiner Bibelabschnitt oder ein grosser Bibelabschnitt genannt wird zum Lesen und dann aufgrund von dem Bibelabschnitt ein persönlicher Input für dich ist. Das kann dir helfen, persönlich mehr aus der Bibel herauszunehmen für dein Leben. Vielleicht gehörst du aber auch in die Kategorie, du hast wenig Zeit. Und es ist mir ganz wichtig, diese Kategorie auch reinzunehmen, weil vielleicht geht es dir wie mir und du hast auch Kinder, die gerne um 6:30 am Morgen aufstehen oder noch früher. Und früh aufstehen ist dann wie, das passiert dann, aber die Ruhe hat man dann nicht mehr, um noch irgendwie eine grosse Bibel zu lesen. Vielleicht hast du ein Studium oder einen Job, wo du schon den ganzen Tag studieren und lesen musst und wo mega intensiv ist. Vielleicht gibt es eine Situation in deinem Leben momentan, die dich mega einnimmt. Oder der Job und die Familie beschäftigen dich so fest, dass du wenig Zeit hast noch zum Bibel lesen. Ich selber muss es immer wieder lernen, so eine Balance zu finden zwischen, hey, ich möchte so viel wie möglich Bibel lesen, weil ich weiss, das ist das Beste, was ich meinem Leben geben kann. Und auf der anderen Seite darf ich auch wissen, dass wenn ich nicht die Bibel gelesen habe, dass ich nicht irgendwo auf Abwägen gerate, sondern dass Gott mich auch trotzdem noch liebt und dass ich trotzdem weise Entscheidungen treffen kann. Und darum ist es mir so wichtig, auch dir Tipps zu geben, für wenn du wenig Zeit hast. Nimm irgendeinen Bibelvers und bring ihn irgendwo an, wo du dich wo du ihn siehst. So wie mein Kalender über einem Abwaschtrog zum Beispiel. Leg ein kurzes Andachtsbüchlein auf dein WC. Und jedes Mal, wenn du aufs WC gehst, kannst du eine kurze Andacht lesen. Die Zeit ist super genutzt. Mal ehrlich, wer von uns ist alles am Handy, wenn sie auf dem WC sind? Ja, dann können wir ja auch ein Büchlein lesen. Eigentlich. Nutze Auto, Zugfahrten oder irgendwo deinen Arbeitsweg, um Predigt zu hören, Hörbibel zu hören. Das sind so gute Zwischenzeiten, die man gut nutzen könnte. Oder schreib dir eben die süßen Verse, die du liest, wenn du Zeit hast. Schreib dir sie irgendwo auf und häng sie neu mit an, wo du sie immer wieder siehst. An deinen Spiegel, an deine Haustür. Mach sie zu einem Hintergrund, Screensaver auf deinem Laptop oder einen Hintergrund auf deinem Handy. Und so wirst du sie immer wieder sehen und du wirst darüber nachdenken, über so einen Bibelvers. Und dann gibt es noch die keine Zeit haben. Und euch möchte ich mitgeben, überprüfe deine Prioritäten. Musst du wirklich 4-mal oder 5-mal in der Woche, vom 7 bis am 10 ins Fitness am Abend? Lohnt sich die Serienfolge, die du um 10:30 am Abend noch anfängst zu schauen, wirklich, weil du am nächsten Morgen ja dann wahrscheinlich nicht magst, früh aufstehen und dich irgendwo noch mit etwas Sinnvollem, wie zum Beispiel der Bibel, beschäftigen? Lohnt sich das wirklich? Wenn du merkst, du brauchst in deinen Prioritäten Anpassung, dann pass sie an. Vielleicht musst du mit jemandem darüber reden und dir Weisheit holen oder Unterstützung holen, um dort mehr rauszuholen. Find neue Wege. Und ich habe ganz viel vorher genannt, wie man wieder anfangen kann, Bibel zu lesen. Vielleicht musst du die Bibel mal in einer anderen Sprache lesen. Warum nicht mal eine englische Bibel kaufen? Oder wenn du Spanisch oder Französisch kannst, in so einer Sprache lesen. Kann ein mega cooles Tool sein, um neu irgendwo reinzukommen. Vielleicht musst du auch Bibelfreunde finden.
die mit dir zusammen den gleichen Plan lesen oder zur gleichen Zeit, wie du die Bibel lesen. Dann kann man sich nachher schreiben und sagen, hey, ich habe das gelesen, habe ich voll ermutigt, was hast du heute gelesen? Und das kann auch helfen, wenn du merkst, hey, ich hätte gerne Unterstützung oder ich würde gerne so ein Team machen mit jemandem zusammen. Nehmt doch das nächste Woche in der Kleingruppe auf und redet über das. Ich bin so froh, dass die Bibel nicht eine Schritt-für-Schritt Anleitung ist, wie die Anleitung zum den Packschrank aufstellen, sondern dass wir in einer mega Freiheit das Buch lesen können. Du kannst es entweder eine Reihe anlesen, du kannst einfach irgendein Buch lesen, das dich interessiert, du kannst es themaorientiert lesen oder auch nicht, ganz wie es du brauchst. Aber das Wichtigste ist, dass wir das Buch lesen und dass wir uns damit befassen, weil es uns so viel von Gottes Wesen zeigt, weil es uns zeigt, dass Gott uns liebt. Es erinnert uns an die wichtigen Grundlagen und es zeigt uns, was Gottes Willen ist und was er für richtig und was für falsch haltet. Und das hilft uns, um unser Leben weise zu gestalten und um unser bestes Leben zu leben, das wir könnten. Ja, ich hoffe, dass die Predigt euch so richtig lustig gemacht hat, um wieder neu die Bibel zu lesen, um mehr von der Bibel zu erfahren und sie noch besser kennenzulernen. Und vielleicht nimmst du gerade irgendeinen Tipp, den ich gesagt habe am Schluss, und du wendest ihn nächste Woche an, du suchst dir ein neues Buch, du lädst dir einen neuen Plan ab, irgendetwas, das dir hilft. Ich hoffe aber auch, dass die Predigt dir so die Bedeutung von deiner Entscheidung für dein Leben, ob du es möchtest, mit Gott leben, im Vertrauen und in einer Beziehung zu ihm, oder ob du möchtest lieber nach deinen eigenen Vorstellungen leben, dass es dir so die Entscheidung und die Bedeutung von deiner Entscheidung neu bewusst macht. Und wenn du merkst, hey, ja, ich stehe an dieser Kreuzung, wie jeder Mensch irgendwie, wie Adam und Eva schon, wie das Volk Israel, und du merkst, hey, ich möchte ein Leben mit Gott leben. Ich möchte die Vertrauensbeziehung zu dem liebevollen Gott, der das Beste für mich will, der sogar seinen Sohn gegeben hat zum Sterben, dass ich die Beziehung zu ihm haben kann. In einer Freiheit leben. Aber nicht müssen Regeln einzuhalten, um irgendwo gut genug zu sein, sondern dass ich wissen, Jesus hat für mich alles gehalten und alle Schuld bezahlt und ich darf kommen, auch wenn ich es nicht immer richtig mache. Wenn du merkst, hey, ich möchte mich auf die Beziehung einlassen, ich möchte die Entscheidung heute treffen, dann möchte ich mit dir ein Gebet beten. Aber bevor wir das machen, bitte ich dich um ein Zeichen. Und während wir jetzt alle die Augen zumachen, möchte ich dich fragen, hey, möchtest du dich heute entscheiden, um den Weg mit Jesus zu gehen, um Gott in dein Leben einzuladen? Wenn das du bist, dann heb doch kurz deine Hand auf, dass ich dich sehe. Und nachher wollen wir miteinander beten für dich. Danke vielmals für eure Hand. Und lasst uns doch alle miteinander als Kirche aufstehen und das Gebet miteinander beten mit den Personen, die ihre Hand aufgestreckt haben. Ich sehe es auch hier auf dem Screen. Ich werde es euch laut vorbeten und ihr könnt es mir nachbeten. Lieber Gott, ich danke dir dafür, dass du mich liebst. Mir ist bewusst, dass ich bis jetzt meinen eigenen Weg ohne dich gegangen bin. Danke, dass du deinen Sohn Jesus am Kreuz geopfert hast, um für meine Schuld und meine Ignoranz dir gegenüber zu zahlen. Bitte vergib mir. Und ich möchte ein Leben mit dir und nach deinem Willen leben. Danke, dass du mir dabei hilfst. Amen. Amen. Hey, ich freue mich so für dich, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Und es ist der erste Schritt in ein Leben von der Freiheit, in ein Leben mit einer Bestimmung, wo du mit deinem Schöpfer kannst in Beziehung leben kannst. Und es ist so gut.